Luxemburg verfügt leider nicht über historische, adlige oder bürgerliche Kunstsammlungen, die von Bedeutung sind. Die nationalen Gemäldesammlungen entstanden daher erst seit Ende des 19. Jahrhunderts, schrittweise durch Ankäufe, Schenkungen und Legate. Der erste Raum ist den italienischen Gemälden aus der Zeit des 12. bis 15. Jahrhunderts gewidmet. Das bedeutendste unter diesen gotischen Kunststücken ist wohl ein Werk Giacomo del Pisanos. Charakterisiert werden alle Werke durch die Idealisierung der Porträts, ausgedehnte Schatten, die Verwendung vergoldeter, einfarbiger Hintergründe sowie die kräftige Farbgebung. Vorwiegend zeigen diese gotischen Arbeiten religiöse Themen, denn sie waren ursprünglich dazu bestimmt, die Altare von Kirchen zu verzieren. Daher werden wichtige christliche Themen wie die heilige Jungfrau oder Christus immer wieder aufgegriffen. Das Gemälde von Giovanni Ambrogio Bevilacqua charakterisiert sich durch eine realistische Darstellung menschlicher Figuren und steht somit bereits am Übergang zur Kunst der Renaissance. Diese Kunst der Renaissance ist durch eine Rückkehr zu den Idealen der antiken Kunst geprägt. Die Künstler sind an den Proportionen der Architektur und jenen des menschlichen Körpers interessiert, sowie an der korrekten Darstellung der Perspektive. Die Farben werden lebhafter und orientieren sich an jenen der Natur. Ein wichtiges Werk der Altmeistersammlung stellt die Kreuztragung Christi, eines unbekannten flämischen Malers vom Ende des 16. Jahrhunderts dar. Das Gemälde zeigt eine Episode aus der Passion Christi. Jesus trägt sein Kreuz zum Berg Golgotha. Links ist eine flämische Version der Stadt Jerusalem dargestellt. Das Juwel der Sammlung ist unumstritten Bacchus, Venus und Amor, ein Werk des italienischen Künstlers Rosso Fiorentino. Das Bild wurde um 1530 für den französischen König Franz I. gemalt. Es zeigt Bacchus, Gott des Weines und der Trunkenheit, in Begleitung eines kleinen Satyrs sowie von Venus, der Lieblingsgöttin. Amor reitet im Bildvordergrund auf einem Löwen. Dieses Werk kann als Gründungsgemälde der Schule von Fontainebleau betrachtet werden. Das aus dem 17. Jahrhundert stammende Gemälde Schiffbruch des niederländischen Malers Adam Pynacker lässt deutlich die italienischen Einflüsse in seinen Werken erkennen. Die beeindruckende Landschaft dominiert das Gemälde. Zu den wichtigsten Werken in der Abteilung der alten Meister gehören auch zwei Aquarelle William Turners, in denen er 1839 Ansichten der Stadt Luxemburg festhielt. Eine Zeichnung des berühmten französischen Schriftstellers Victor Hugo aus dem Jahr 1871 zeigt eine Teilansicht aus dem Dorf Schengen, der Ort, in dem das bekannte internationale Abkommen über den freien Personen- und Warenverkehr unterzeichnet wurde.